Stilvolles Ambiente für die Sendung Kunst und Krempel. Das Schloss von Faber-Castell in Stein wird zum Fernsehstudio. Cordula Schmieg bringt alte Spielsachen mit. Ihre Mutter Ulrike kommt extra aus Stuttgart. Die 81-Jährige ist ein großer Fan von Kunst und Krempel. Das schaue ich immer an, weil mir das gefällt. Ich mag so alte Sachen. Ich habe selber alte Geschirre und so. Und was die Leute anbieten und was die Experten dazu sagen. Naja, man ist nicht jeden Tag im Fernsehen. Und natürlich sind wir auch gespannt, was rauskommt. Ja, genau. Noch vor dem Expertengespräch das erste Interview. Es geht um die Geschichten rund um die Spielzeuge. Dann die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen. ...20 neue Folgen werden in 3 Tagen gedreht. Ein streng getakteter Zeitplan. Kurz vor dem Auftritt steigt das Lampenfieber. Mit Mikrofonen sind die Schmiegs jetzt startklar. Zu Hause hat Cordula Schmieg das Spielzeug erstmal ausprobiert. Immerhin ist die Eisenbahn bald 100 Jahre alt. Gespielt hat damit längst keiner mehr. Dabei war sie jahrzehntelang eine wahre Herzenssache. Meine ganze Familie hat die Eisenbahn geliebt. Der Vater von meinem Vater war auch ein Eisenbahnfreak. Die haben ja ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof gewohnt. Und dann lag es natürlich nahe, dass er sich vielleicht selber auch ein Geschenk gemacht hat zu Weihnachten und dann meinem Vater, also seinem Sohn, die Eisenbahn geschenkt hat zu Weihnachten. Zu ihren besten Zeiten hatte die Eisenbahn ein eigenes Zimmer. 36 Quadratmeter nur für die Züge. Das Hobby von Cordulas Vater und Großvater. 1931 lagen die ersten Teile unter dem Weihnachtsbaum. So. Schauen wir uns da drauf. Toll. Also es ist erstaunlich, wie es funktioniert. Und schön. Ich mag auch dieses Geräusch und ich kann mir schon vorstellen, dass man da Stunden damit verbringen kann. Bei Kunst und Krempel geht's jetzt ins Scheinwerferlicht vor die Kameras. Mit Spannung erwarten Ulrike und Cordula Schmieg die Meinung der Fachleute. Der Spielzeugexperte hat die Bahn längst genau unter die Lupe genommen. Und alles, was wir hier haben, ist Märklin. Und das ist natürlich immer noch sowas, die, ja, ich sag mal, Güteklasse A, ne? Unter den Eisenbahnen bis heute. Sind wir gespannt, oder? Ja, definitiv, ja, ein besonderes Stück. Wir dürfen spielen, ist auch wichtig, ne? Die Expertise überrascht Ulrike und Cordula Schmieg, denn es sind einzelne Waggons, die Matthias Ernst besonders begeistern. Was da eben ganz ungewöhnlich ist, der ist für den englischen Markt produziert worden. London and North Western Railway ist das. Das heißt, der ist dann von London, ich sag mal Richtung Birmingham, Liverpool, Manchester, die großen Industriestandorte gefahren. Und das ist ganz ungewöhnlich, in so einer deutschen Zugkomposition aus Stuttgart plötzlich englische Wagen zu haben. Der englische Für Sammler seien vor allem einzelne Teile interessant. Die ganze Bahn wird auf 1.500 bis 2.000 Euro geschätzt. Der Familienrat soll nun entscheiden, ob sie überhaupt weggegeben wird. Ulrike Schmieg hat vor allem der Besuch bei einer ihrer Lieblingssendungen gefallen. Weil ich sehe immer nur die fertigen Sendungen, fertig geschnitten, sonst was. Und jetzt habe ich das mal also rundherum miterlebt, wie das ist. Und es war sehr interessant. Es war ein schöner Tag. Ja. Also wir haben sehr viel erlebt und gesehen. Das war, wie sie schon sagte, toll zu sehen, was da alles dazugehört, was davor passiert, was danach passiert. Durch den Auftritt bei Kunst und Krempel ist der Familie die alte Bahn wieder ans Herz gewachsen.